Wir spielen miteinander. Radio Waldrand ist im ganzen Wald bekannt. Radio Waldrand. Die Folge wird euch präsentiert von der katholischen Kirche St. Gallen und vom Zoo Zürich. Weidmanns Ole und Weidfraus Juhe, liebe Kinder, und willkommen zu der 12. Folge Radio Waldrand. Es ist wie immer Donnerstag und ich sitze wie immer am Donnerstag da wieder in der Jägerhütte und mache den Podcast für euch Kinder. Und heute bin ich gerade ganz allein. Nicht einmal der Dachs Adalbert und Seichhörnli ist im Moment da. Sind ihr auch gern manchmal allein daheim? Da kannst du machen, was du willst. Und es ist immer schön ruhig. Ich bin allein in der Jägerhütte, weil am Donnerstag die Musikjäger von Marius und die Jagdkapelle wie immer auf einer Schulreise sind, obwohl sie gar nicht mehr in die Schule gehen. Aber sie finden die Schulreisen super, weil man auf Schulreisen meistens vom Papi oder vom Mami abgeholt wird, wenn man dann wieder ankommt. Und weil ich so wie der Papi bin von den Jäger, gehe ich sie heute um 4:30 beim Waldteich abholen. Dort war auch der Treffpunkt zum Loslaufen heute am Morgen. Weil heute ist nämlich der Dachs Adalbert und Seichhörnli auch mit auf die Schulreise. Ja, alle zusammen sind sie zu den geheimen Hütten vom Samichlaus und sie machen dort alle einen Reimkurs. Weil der Samichlaus immer so viel Samichlausen-Sprüchli hört, ist er voll der Reimprofi. Also, wisst ihr überhaupt, was ein Reim ist? Also, ein Reim ist ein Wort meistens am Schluss von einem Satz, wo zu einem anderen Wort passt. Also zum Beispiel Samichlaus, Mickey Maus oder Wurst, Durst, Trudi Futi oder Flott Gott. Ich bin auch darum nicht mit an die Schulreise zum Reimkurs vom Samichlaus, weil ich mir gewöhnt bin zum Reimen. In allen Jagdkapellenliedern hat es auch immer einen Reim. Warte, ich zeige mal. Zum Beispiel, warte. Ich hole das Banjo vom Wiesel. Also zum Beispiel: Ich singe von meinem Messer, mit dem geht alles besser. Und wenn ich will, zack, zack, dann hol ich's aus dem Hosensack. Oder Messer besser, zack, zack, Hosensack. Kannst du auch reimen? Kannst du mal probieren. Ich rufe ein Wort und du musst zack, zack gerade ein Wort sagen, wo sich drauf reimt. Achtung: Stein. Ja, da reimt sich Hai, Bei, Ei, Kai. Hast du einen gefunden? Ich sag dir nochmal einen. Achtung. Fell. Ja. Hell, hell auf Englisch. Karussell, Appenzell, schnell. Und noch das letzte, Achtung, Seil. Was? Also haben die jetzt geil gesagt? Dürfen dir die Hai geil sagen? Wir dürfen doch nicht geil sagen. Also, Kind, geil ist kein schönes Wort. Geil, das soll man nicht sagen, nur weil es sich auf Seil reimt. Stellt euch mal vor, ich würde da in der Sendung, wo auch noch die katholische Kirche St. Gallen und der Zoo Zürich mitpräsentiert, würde ich da geil sagen, dann würde euer Mami und eurem Papi oder so sagen, dass ihr lieber wieder Silberbüchse lassen sollen. Also wirklich geil sagen, nur weil es sich auf Seil reimt. Auf Seil reimt sich nämlich Teil, Steil, Keil, Smile, ja, und noch viel mehr. Also jetzt muss ich mich zuerst von dem Schock erholen, dass ihr geil gesagt habt. Und macht darum schnell ein bisschen Werbung. Ich singe von meinem Messer, mit dem geht alles besser. Und wenn ich will, zack, zack, dann hol ich's aus dem Hosensack. Victorinox präsentiert die Radio Waldrand Sackmesser Spezialsendung. Am 4. Juli kommt als Stargast der Sackmesser Felix von Victorinox in die Jägerhütte.
Er weiss alles über Sackmesser, wie man richtig schnitzt und was man mit dem Sackmesser sonst noch alles machen kann. Wenn du für den Sackmesser Felix eine Frage rund um Sackmesser hast, dann schick die Frage jetzt schon an info@jagdkapelle.ch. Der Sackmesser Felix beantwortet alle Fragen am 4. Juli in der Victorinox Sackmesser Spezialsendung. Mit dem geht alles besser. Wenn ich will's am Zack, den hol ich's aus dem Hosensack. Also, jetzt geht's los mit der Kinderfrage. Ihr wisst, ihr könnt mir immer alle eure Fragen, wo ihr vielleicht niemand findet, der die beantworten kann oder will, an info@jagdkapelle.ch oder per SMS an 079 672 55 72 einschicken. Gerne auch als Sprachnachricht. Ich beantworte dann mit dem Tierli-Team, wo jetzt gerade mit auf Schulreise ist, immer gern die etwas speziellen, aber wirklich wichtigen Fragen vom Leben von euch. Und jetzt hört. Schick jetzt eine Frage für die Sackmesser-Sendung vom 4. Juli oder sonst eine Frage an Radio Waldrand ein und gewinn ein Familienticket für den Zoo Zürich im Wert von 80 Franken. Danke, Zoo Zürich. Also, wir kommen zu der heutigen Kinderfrage. Was? 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 Kinderfrage. Sandmännchen, haben die eigentlich auch einen Gott? Wie bei den Menschen glaubt jeder Mensch an einen anderen Gott. Manche glauben fest, manche weniger. Gibt es bei den Tieren eigentlich auch eine Art Gott? Haben Tiere einen eigenen Gott oder haben Tiere auch einen Gott? Hui! Ich finde, dass das eine schöne, gute Frage ist, die Mascha aus Winterthur mir da eingeschickt hat. Aber auch nicht so eine einfache Frage. Genau so, wie ich es gerne habe. Aber Mascha Seichhörnli ist eben gerade im Moment beim Samichlaus, weisst du? Der Reimkurs, du weisst noch. Ja, was meinen denn ihr Kinder, die zuhören? Glauben ihr, dass Tiere einen eigenen, anderen Gott, wie unserem Menschengott oder Allah oder Shiva oder wie all die anderen Götter heissen, haben? Und das ist ja klar, wenn ich Gott sage, meine ich immer auch Göttin, weil Gott ist ja eigentlich weder Mann noch Frau, glaube ich. Gott ist wie so Leute wie Nemo sich fühlen, nämlich gar nichts von beidem, glaube ich. Nemo ist der Mensch, der für die Schweiz den Eurovision Song Contest gewonnen hat. Erinnert euch? Ja, aber Gott ist sowieso alles. Mann, Frau, Tier, Wasser, Bäume, Wind. Einfach alles, glaube ich. Aber weisst was? Ich habe eine Idee. Weisst was, Mascha? Ich gang einfach Leute fragen, die sich mit dir und Gott gut auskennen. Ich glaube, der sich mit dir am besten auskennt, ist der Direktor vom Zoo Zürich. Ja, der heisst Severin Dressen und der hat dir studiert und ist immer um dir herum. Den gang ich jetzt mal fragen in Zoo Zürich, ob er wisse, ob die Tiere auch einen Gott haben. Ich spule aber führen, bis ich in Zürich bin. Also, hebt euch fest, Kind! Achtung! So, jetzt bin ich in der Masuala-Halle vom Zoo Zürich und da ist auch schon der Herr Dr. Dressen. Herr Dressen, haben Tiere eigentlich einen Gott? Und wenn es einen haben, ist das der gleiche Gott, den wir bei uns hier auch haben? Können Sie mir das sagen? Die Frage, ob Tiere einen Gott haben, das ist ja eigentlich eine ganz spannende Frage. Und es gibt ja sogar Tiere, die in ihrem Namen das Wort Gott tragen, wie zum Beispiel die Gottesanbeterin, die so heißt, weil sie ihre Fangarme so hält, als ob sie beten würde. Aber eigentlich ist das ja eine Frage, die man viel allgemeiner beantworten muss, weil wenn man an einen Gott oder an mehrere Götter glaubt, dann ist das ein Gott, der ja für die ganze Welt da ist. Ob jetzt Menschen oder Tiere, ist dann eigentlich gleich. Und wenn man nicht an einen Gott glaubt,
oder an mehrere Götter, dann gibt es natürlich konsequenterweise auch keinen Gott für die Tiere. Ah, okay. Also entweder glaubt man an Gott und dann haben auch Tiere Gott, oder man glaubt nicht an Gott, dann haben auch Tiere keinen Gott. Danke, Herr Dresen. Und auf Wiedersehen. Was? Jetzt ist er schon weg. Der hat das Chamäleon im Gebüsch von der Masualenhalle gesehen und ist ihm gerade nachgehuscht. Hey, liebe Mascha, wir haben zwar keine Antwort vom Seichhörnli im Moment, dafür von einem absoluten Tierprofi. Jetzt bräuchten wir noch einen Gottprofi. Genau, ich kenne ja eine Pfarrerin aus St. Gallen, Katrin Bolt. Frau Pfarrerin Katrin Bolt, die gehe ich jetzt gerade mal schnell fragen, ob sie glaubt, dass Tiere auch einen Gott haben. Achtung, ich spule wieder, bis ich dort bin in St. Gallen und los! So, liebe Kinder, die Radio Waldrand hören, jetzt bin ich da bei der Pfarrerin der Katrin Bolt daheim. Bei ihr daheim, sie tut gerade einen Kindergeburtstag für ihre Tochter organisieren. Drum, hallo, Katrin, hallo. Nur ganz kurz. Mascha würde gerne wissen, ob die Tiere einen eigenen Tiergott haben oder ob sie den gleichen Gott haben wie wir Menschen. Ja, gell, liebe Mascha, da müssen wir ja jetzt eigentlich Tiere fragen. Glauben die an Gott oder haben die an Gott? Ja, das hat Mascha eigentlich wollen, aber das Seichhörnli ist eben gerade nicht rum. Aber wahrscheinlich, ich könnte mir vorstellen, dass Tiere das in sich noch viel besser spüren als wir Menschen, die ja manchmal so viel denken und uns alles erklären wollen. Für mich ist Gott die Kraft, die alles Leben schenkt. Darum ist für mich ganz klar, dass, wenn es Gott gibt, und ich glaube fest daran, dass es Gott gibt, der uns das Leben geschenkt hat, dann hat Gott auch allen Tieren das Leben geschenkt. Und darum finde ich Gott auch so wahnsinnig faszinierend, weil ich Tiere so wahnsinnig faszinierend finde. Und ich glaube fast sogar ein bisschen, eben, dass Tiere noch ein bisschen einfacheren Zugang haben zu dieser Kraft, weil es nicht immer zuerst so viel mit dem Denken und mit dem Gefühl sich selber im Weg stehen, sondern noch ein bisschen näher bei der Natur, bei ihrem Ursprung sind. Ja, so glaube ich schon, dass es einen Gott von den Tieren gibt. In der Bibel wird ja auch erzählt, wo Gott die Welt schafft er zuerst Land und Wasser und dann ein Tier nach dem anderen, also die Wassertiere und die Landtiere und die Vögel. Das sind alles Geschenke, die Gott schafft und wo Gott selber merkt, wow, die Welt wird richtig, richtig schön wegen den Tieren und mit den Tieren. Und der Mensch, der dann am Schluss von Gott geschaffen wird, hat auch die Aufgabe, ein bisschen auf die Tiere zu schauen und sie zu beschützen. Das heisst in der Bibel, und das finde ich auch ganz wichtig, dass man den Tieren gut schauen soll. Und ich glaube, das macht eben Tiere auch so würdig und wichtig, dass sie ein Geschenk sind von Gott und auch etwas zeigen, wie Gott ist. Eben mega vielfältig und mega wild und mega fein und kann fliegen und kann schwimmen und all die verschiedenen Sachen zeigen so die vielen Seiten vom Leben. Also darum bin ich mir ganz sicher, dass Gott auch Gott von den Tieren ist. Ich glaube nicht, dass es einen extra Gott gibt, einen anderen Gott für die Tiere als für Menschen, sondern für mich gibt es eine Gottkraft über dem ganzen Leben. Und die hat uns auch Tiere geschenkt und ist mit den Tieren verbunden. Und das finde ich mega schön. Danke für die interessante und schöne Antwort, liebe Pfarrerin Katrin. Und jetzt gehe ich wieder zurück in die Jägerhütte und du musst ja wieder da an Kindergeburtstag Schockespiele machen oder so irgendetwas. Also zurück in die Jägerhütte. So, jetzt bin ich da wieder zurück in der Jägerhütte und da ist ja das Seichhörnli. Was machst denn du jetzt da ganz allein? Ja, ist voll fies. Nur weil ich die ganze Zeit schöne Reime gefunden habe, hat mich der Samichlaus heimgeschickt. Also, wenn einem der liebe Samichlaus heimschickt von einem Reimkurs, dann hat man Seich gemacht. Ja, und zwar nicht wenig. Ja. Was hast denn du für Reim gesagt? Ja, er hat gesagt, wir sollen auf die Wörter, die er sagt, einen Reim sagen.
Dann hat er gesagt Molisauce. Und dann habe ich gesagt Unterhose. Er hat gesagt Weidmanns Heil. Und ich habe gesagt mega... Nein, Seichhörnli, nicht schon wieder. Das hat vorher schon ein Kind auf Seil gesagt. Jetzt ist fertig mit grusig Reden und Reimen in dem Podcast, echt. Hey. Da hat der Sammy Klaus so ähnlich auch gesagt, jetzt ist es fertig. Aber es reimt sich halt. Ja. Da kann ich auch doch nichts dafür. Nein. Also, er hat zum Beispiel gesagt Dudelsack und da reimt sich halt mal Dachsenkack. Er hat gesagt Tagesmaß und ich habe gerufen Affen. Seichhörnli. Ja, ist ja gut. Also, er hat gesagt Äpfelmus und ich habe gesagt Stinkfuß. Er hat gesagt Beißen und ich habe, du weißt ganz genau, was ich denn gesagt habe auf Beißen. Er hat gesagt Hausdach, ich habe gesagt Bisibach. Er hat gesagt Ravioli, ich habe gesagt blöde Zoli. Ist doch lustig. Ja, er hat Wahnsinn. gesagt Finken, ich habe gesagt Stinken. Seichhörnli ist ja gut, ich habe es verstanden. Und ich verstehe aber auch den Sammy Klaus, dass er nicht nur grusige Reimwörter hören will. Und ich weiss, dass du nicht anders kannst, als die Wörter dann laut sagen. Auch wenn er dir sagt, dass das nicht machen sollst, weil du heissest ja Seichhörnli. Und genau darum heissest du so. Ja, eben. Was? Eigentlich ist ja gut, dass der Sammy Klaus dich vor die Tür und heim geschickt hat. Wieso? Weil Mascha hat eine Frage an dich. Ach so, an mich? Ja, sehr schön. Ja. Sie will von dir wissen, ob ihr Tier eigentlich einen eigenen Gott habt und an den glaubt oder ob das der gleiche ist, wie die meisten Menschen hier in der Schweiz haben. Also, was ist Gott? Aha, also Gott, das ist eine Kraft, die über uns wacht und die einen glauben an Gott und die anderen nicht und für die einen ist es ein Mann und für die andere eine Frau und für wieder andere beides. Zu Gott kann man beten, ihm etwas erzählen und mit ihm reden, wenn man Fragen hat, verzweifelt oder traurig ist, ja, Angst hat oder auch fest Freude hat und glücklich ist oder wenn man sich für etwas, was passiert ist oder eben gerade nicht passiert ist, bedanken will. Also, wenn man jemanden zum Reden braucht, kann man mit Gott reden. Aber man muss daran glauben, dass es Gott gibt. Und wenn man daran glaubt, an Gott, dann weiss man, dass der über uns wacht und auf uns schaut. Gott ist für viele Menschen der oder eben die alles auf der Erde gemacht hat. Und für die einen wohnt der Gott im Himmel und für die anderen ist Gott überall. In jedem Baum, in jedem Mensch und in jedem Tier. Was? Hilfe! Was? Ich habe einen Gott in mir. Ja, und wo ist der? In meinem Fuß drin, oder was? Oder? Ich weiss es doch auch nicht so genau. Aber keine Angst, Gott ist nicht jemand oder etwas, das man anlangen kann. Gott stellt man sich vor und glaubt dann dran. Oder auch nicht. Und zu dem Gott gehört auch die Kirche und der Jesus. Weisst du noch? Über den Jesus haben wir doch in der Weihnachtssendung geredet. Ja, und viele Menschen beten zu Gott. Und jetzt hat Mascha wissen, ob ihr Tier auch an den gleichen Gott glaubt wie wir Menschen oder ob ihr Tier einen eigenen Gott habt. Einen Tiergott quasi. Also ich weiss doch nicht, ob wir an euren Gott glauben oder einen eigenen Gott haben. Ich weiss nur, dass wenn ich traurig bin, dass ich das dann der Sonne oder dem Mond erzähle. Weiss, wie es mir geht. Und wenn ich hässig bin, dann liege ich in die Äste von der grossen Tanne und erzähle ihr alles. Und die beruhigt mich dann wieder. Und ich glaube alles, was sie mir sagt. Ich rede mit dem Bach, mit den Blumen und mit dem Wind. Und wenn ich Kraft brauche für den Winter, dann gehe ich immer einmal hin, wo ich den Sentis gut sehe. Und dann rede ich mit dem Sentisberg. Und dann spüre ich, wie er mir Kraft gibt. Weil Berge können mir Kraft geben. Und wenn sie im Herbst viel Nüsse an den Büssen hat, dann danke ich dem Wald. Weißt, dass er schaut, dass ich immer genug zu essen habe und dass er mich beschützt. Dann sage ich, danke Wald, dass mich beschützt ist. Also ich glaube nicht an Gott, ich glaube an Wald glaubt. Ach so, ja, aber weißt, für viele Menschen ist der Wald und die Natur ja auch Gott oder von Gott. Und Gott ist auch im Wind und in den Bächen und in den Bergen. Und hast du gewusst, bei den Menschen gibt es ja auch so Bücher, die zu Gott oder den verschiedenen Göttern gehören. Ja, Christen haben den
Bibel, Moslems haben den Koran, Tripitaka, ich glaube, ich sage das richtig, Tripitaka heissen die Schriften bei den Buddhisten und Buddhistinnen. Und dann gibt es noch viel mehr andere Götter und Göttinnen. Je nachdem, wo auf der Welt man geboren ist oder welchen Glauben man von der Familie mitbekommen hat. Und in diesen Büchern, die zu den verschiedenen Göttern und Göttinnen gehören, in diesen Büchern stehen auch so Regeln, wie man leben soll. Habt ihr Tiere auch so Regeln? Oder vielleicht sogar eine Tierbibel? Also nein, wir haben doch kein Buch, aber wir haben Regeln, die wir uns, ohne dass wir uns das überlegen müssen, daran halten. Ein bisschen wie eine Bibel, glaubt. Die Regeln, die macht die Natur, ja der Wald, der gibt uns Regeln und Grenzen vor und sagt, wie wir leben sollen. Zum Beispiel sollen wir Eichhörnchen am Wald helfen, dass es junge Bäume gibt. Darum hat es die Natur so eingerichtet, dass ich immer wieder vergesse, wo ich die Nüsse vergraben habe im Herbst. Ja. Und aus den vergessenen Nüssen gibt es dann nachher wieder neue Bäume. Weiss. Wir Tiere brauchen kein Buch dazu. Wir machen einfach, was wir fühlen. Und das ist dann eigentlich immer richtig. Ja. Das ist bei uns Menschen ein bisschen anders. Bei uns ist nicht immer alles richtig, was wir fühlen und glauben. Ja, also wir Tiere wissen auch nicht so genau, was richtig und falsch ist. Wenn wir etwas falsch machen, dann hilft uns die Natur wieder auf den richtigen Weg zu kommen, weiss? Und darum haben wir immer alles gut geregelt im Wald, weiss? Der zeigt uns, was richtig und was falsch ist. Wir machen eigentlich nichts, wo keinen Sinn macht oder wo falsch ist. Alles, was wir Tiere in der Wildnis machen, ist richtig. Wenn ihr Menschen uns in Ruhe würdet lassen und euch nicht immer reinmissen, dann wäre bei uns alles im Butter und im Gleichgewicht und genau so, wie es sein muss. Ja, da brauchen wir keine Bibel mit so Regeln und so. Also dann ist also die Natur Gott und wie eine Bibel für euch. Ja, also irgendwie so. Ja, also und für viele Menschen ist ja Natur Gott. Also habt ihr irgendwie auch einen Gott? Ja, also Gott sei Dank. Ja, und eure Kirche ist der Wald. Ja, aber wir haben im Fall kein Tier, Jesus. Ja, also Mascha, die haben irgendwie auch Gott. Ob das der christliche Gott ist mit dem Jesus und so, das wissen sie selber nicht. Aber das ist ja auch nicht wichtig. Hauptsache, man hat jemanden oder etwas, das einem durchs Leben hilft. Also das hat jetzt wieder so schön gesagt, Marius, so schön. Ja. Hey, Eichhörnchen, zeig mir jetzt doch mal den Baum, wo du einmal hingehst und mit dem redest, wenn du verrückt bist. Ich probiere dann auch mal mit dem zu reden. Bist du denn verrückt, oder was? Nein, aber interessiert. Ach so. Also, ciao, Kind. Tschüss. Radio Waldrand, wir spielen miteinander. Radio Waldrand ist Radio, wo entspannt, von A bis Z brillant. Radio Waldrand.